Lief Leid, die doch bei dieser Masse von daheim aus matt macht. Wir haben am Evangelientext von Haut ganz verschiedene Reaktionen auf das Eidelt Graf. Für dich haben wir die zwei Aposteln, den Petrus und den Johannes, die da hinlaufen. Der Johannes ist mehr schnell, mehr rapid. Der Petrus braucht mehr lang. Was sie dann an den Graben reingehen, da sehen wir, dass die Reaktionen verschieden sind. Der Petrus hat wie ein fotografisches Gedächtnis. Sieht genau, was du hast. Sieht, wo die Discher luchen. Aber der Sinn davon erschließt sich ihm nicht. Der Johannes, den kriegt den Sinn matt durch sein Glauben. Hier versteht, dass der Jesus lebt, dass hier ein Oberstanden ist von den Toten. Viel von ihr schläft leid, wenn ihr so lang da sitzt, da guckt ihr mal den Fernsehen, da sitzt ihr vielleicht ein bisschen bei den Fenster und guckt ihn raus. Mir auch da das langweilig, weil schon da draußen nicht mehr viel los ist. Und bei so manchen Leid kann ich mir vorstellen, dass dann Erinnerungen abkommen, wenn ich so viele länger ist. Und denen in der knallen muss. Da sind da wahrscheinlich schöne Erinnerungen dabei. Das sind die wir gern gesehen von unserem Geist. Und sind da, no, die lassen uns nicht so gut schlafen. Die dienen uns weh. Die gibt man gern verbannen aus unserer Realität heraus. Wenn wir da fertig bringen, nicht nur wie der Petrus, als Graf von unserer Vergangenheit zu sehen, aber wenn wir es fertig bringen, wie der Johannes am Grab von unserer Vergangenheit, von unseren Erinnerungen, Christus als den Lieblichen zu sehen, dann ist alles ganz anders. Schlechte Erinnerungen machen Angst. Den auferstandene Christus möchte Hoffnung. Die Szene von einem Graf ist schon nichts Schönes. So Graf, das Deichter, das Fiescht, es riecht nicht besonders gut, es riecht nur tot. Mehr, lo als die große Stehen für um Graf fort, an Sonne scheint daran. Und am Licht von der Sonne geseit das anders aus. Am Licht von der Sonne können auch mir als Erinnerungen anders vorholen. Am Licht vom auferstandenen Christus können wir als Erinnerungen anders vorholen. Dann sind die Erinnerungen ein Zeichen von einer Vergangenheit, wo der Herrgott immer da war. Da sehen wir, wie hier in uns all Moment, auch an den schwersten Momenten von unserem Leben, an seiner Hand gehalten hat. Dass hier der gute Gott ist, der Gott vom Leben. Und dann können als Erinnerungen Kraft sein. Kraft sein an Hoffnung sein. Für all das,
von den nächsten Tage, Wochen, Jahren ob es zukommt. Maria von Magdala, dir ist es ganz ähnlich gegangen. Sie geht bei der Graf, sie guckt daran, dass sie von den Herrgott hier weise wird, Maria, es sind doch liebig. Gesagt sie durch 2 Engel, mit geht nicht durch. Sie versteht es noch nicht, weil sie ganz an ihrer Trauer, an ihrer Angst gefangen ist. Sie ist so an ihrer Angst gefangen, dass sie sogar Christus, den Herr, nicht erkennt, von der Beise kennt. Aber von hier sie am Numm rift, Maria. Da spürt sie all die Leid vor Christus. Da fühlt sie sich ungeschwart, als sie erkennt ihn. Oh, wir sind ganz ähnlich wie Maria. An unseren Erinnerungen, an unserem Leben, als ganz vieles, was auf die Oberstehung von Christus, was auf Leben und auf Hoffnung hinweist. Wir haben uns da wollen wir das gesehen. Haben uns da trauern wir gern. Haben uns da halten wir gern und unserem Schmerz fest. Und die Leute, die wir verloren haben, die von uns gegangen sind, wir lassen sie nicht sehen, wir wollen sie festhalten an unseren Erinnerungen. Ich wünsche euch, liebe Leute, dass auch dir die Stimme von Jesus hört, den ihr Schrift mit ihrem Namen, mit dem Namen von ihrer Darf, aber wo bei dem Ruf all Angst verschwindet, wo Klarheit kennt, wo der Hirn begegnen könnt, nicht an der Vergangenheit, aber wo Hirn das den ihr an Zukunft feiert. Hier geht bei sei Gott, aber bei eise Gott. Ja, durch die Oberstehung, Gott sei Gott, eise Gott. Gib mir eine enge Beziehung zu Gott, dem Pap, am Heiligen Geist, mit der Geholl. Hin als Oberstanden, als enger Menschheit. An als enger Menschheit, du henke mir alle Götten run. An der Weg zum Pap als frei. Ein Weg zum Leben. Du als nicht mehr wart eisen hat. Und hier verspricht er es. Hier den auferstandene Christus wird es treffen a Galiläa. Was ist Galiläa? Ist ganz normal alldachs Leben. Auch an der Zeit vom Coronavirus. Hier wird ihr du treffen, wann ihr treffen lost. Weil hier will ich den Frieden gehen. Ein tiefer Frieden, der mehr als für Satisfaktion, für viele von Angst, ein Frieden, der mit Frieden verbunden ist, ein Frieden, der Perspektiven an Horizonte abmischt, ein Frieden, den das Herz hält und das Angst erwäschelt. Ja, so viel von ihrer Familie vielleicht wäre gerne bei ihr. Mit geht nicht. Für ihre Sicherheit, für ihr Leben. Aber Christus ist da.
Hien, den ich gern huet, hien, den ich nie am Stach lässt. Amen.